Dit is de geschichte van de oud-kolonie Mennonieten die in de 1920 jaren New Mexico trokken wegen schulvrijheden. En in van deze afschnitt is de reden van wo in Mexico ook de schulvrijheden schijnbaar zum einkwamen en wo in Mexico City dan gezegd wordt nu de waren te hernieuwen en ook wo in Canada wordt nieuwe forscht nu vrijheden zum waren terug naar Canada traken. George Rampel, die de geschichte composiert, weet dat hij ook woonhoofd in Mexico en heeft veel herinneringen daarvan. Ditmaal vertellen we ons het eerste woord van de broederschaft waarin de schijnbaar verlorene schulvrijheden in Chihuahua, Mexico, en dan van de oud-koloniën vrijheden zeker in Canada. Im Herbst 1934, am 7. November, wordt dan endlich die versprochene Bruderschaft geholen. Nicht bloß von Trägtragen nach Kanada zu reden, so als viele Brüder dort durchaus haben wollen, aber Vorsteher in uns versichern, ob diese Bruderschaft auch mehrere positive Berichte von Paraguay fertigstellen. Beides, von was da Vermehrlichkeiten sind für die Mennoniten, en van wo de Paraguayse Mennoniten zich al daartoe vrijen, wanneer de Mennoniten van Mexico aankomen willen. En ook van wo de Duitse boodschap in Mexico City met in Paraguay traken methelpen willen en zo wieder. Ze verzekeren er bastet op de broederschaft, de breder op deze broederschaft van Paraguay te interesseren. Maar er zijn veel te veel breder die niets van Paraguay heren willen. Die willen bloos van terug naar Canada traken gereed hebben. Schließlich wird beschlossen, dass eine Delegation nach Kanada geschickt worden soll. Aber nicht eher Johann Peival, Peter Klassen, Abraham Dick und ich glaube auch Cornelius Schmidt. Und danach der Sommerfelder Vorsteher Johann Dick von Mexico City zurückgekommen sind. Diese 4 Männer oder 5 Männer sind nun in Mexico City und arbeiten dort an der Lázaro Cárdenas Regierung met de Duitse botschafter top en verzekeren die te überreden, dat ze de Mennoniten zullen de schulvrijheden teruggeven. En eer een Delegation naar Canada geschickt wordt, willen de leiders toch eerst weten of deze mannen vielleicht doch nog met positieve berichten terugkomen worden. Aber Hugonatus sagt in einem Brief, bloß ein Wunder von Gott kann das noch bewirken, dass die Cardenas-Regierung den Mennoniten die Schulvrijheden noch weiter teruggeeft. En bald daarop, am 6. Dezember 1934, schrift Hugonatus aan voorsteher Gerard J. Rampel zo. De andere mannen zijn gedeeld terug naar huis gefahren, aber Johann Peival is hier nog alleen in Mexico City gebleven. Johann Peival, Hugonatus en Daniel Salas Lopez blijven in Mexico City beim Arbeiten ganz durch die 1934 Adventstijd. Zij blijven daarbij de Cardenas Regierungsbeamte daran zu erinnern, dass Präsident Álvaro Obregón sich sehr bemüht hat, mennonitische Formen nach Mexiko zu kriegen, zu helfen, die Ackerbauwirtschaft in Mexiko zu reformen. Und dass er das getan hat, weil er wist, dass er viel erfahrene Formen aus dem Ausland importieren musste, um für die Tausende Familien, die er von den Grootgrundeigentümern ihrem Land geben will, zum Kleinformer worden können, Exempelformer zu sein. Diese Männer erinnerten den Schulminister und andere Regierungsbeamte daran, dass die Álvaro Obregón-Regierung sich anfangs 1920 Jahren sehr bemüht hat, viel mennonitische Formen von Russland und Kanada nach Mexiko hineinzukriegen. Und da wären wir für die kanadischen Mennoniten 1921 eine Delegation nach Mexiko gekommen, versuchen eine Vereinbarung mit der Obregón-Regierung zu machen. Sie sehen, die Mennoniten, ihre Delegaten hatten Álvaro Obregón angeboten, dass die oud-kolonischen Mennoniten in Kanada seine Einladung nach Mexiko zu kommen, ein Exempelformer zu sein, annehmen wollen, wann seine Regierung antwort die Freiheiten geben, die gemeint wünscht zu haben. In Álvaro Obregón seine Regierung hat die Mennoniten volle Schulautonomie und volle ökonomische Autonomie gegeben. Johann Peival, Hugonatus, Daniel Salas Lopez bleiben dabei, die Beamte immer weiter zu sein,
dat de Mennoniten ihre Sied vom Versprechen geholen hadden en weer een exempelvormer geweest voor de Peones, voor de Kleinvormer, die in ihre omgeving woonden. Zo goed als zij dat gekund hadden en de zware pionierjaren. Ook dan nog, wanneer einige van ihre Peones de Mennoniten manchmal überfallen werden en zij bestohlen hadden. En wanneer dat ook zo schijnt, als wanneer de Beamten gar nicht nur aanhorchten, blijven ze doch dabei, aan immer wieder daaraan te herinneren, dat de Mennoniten ihre Sied van de Vereinbarung geholen hadden, en dat de regering toch ook ihre Sied daarvan wordt schuldig zijn te holen. En ze blijven beim hopen, dat de president vielleicht durch ein Wunder Gottes noch seine Meinung über diese Sache ändern wird. Und dann, gerade vor Weihnachten passiert wirklich das Wunder von Gott. Am 20. Dezember schrieb Hugonatus an Vorsteher Gerard Trampel so: Johann Peiwahl haft erregt, wat jeder Person, die mit dieser Umstand hier bekannt ist, und jeder Person, die nu mit der scharfe politische Krise in der Großstadt verbunden ist, nicht dacht, dass es möglich wäre. Der Präsident Lázaro Cárdenas anerkannt die Freiheiten, die die Álvaro Obregón-Regierung der Mennoniten 1921 gegeben hat. Johann Peiwahl kriegt diese Nachricht noch gerade euer Reit wird um Huis fahren zu Weihnachten. Hugonatus schrift in seinem Brief am 20. Dezember 1934 an Vorsteher Gerard Trampel so: Will sich nicht weit auf das Brief noch vor Weihnachten in Jüneheim gelangt, habe ich Peter Klassen, Abraham Dick und auch die Sommerfelder auf ihrer Siedlung von diesem Frauenereignis durch ein Telegramm benachrichtigt. Die Ölkoloniën en de Sommerfelder Mennoniten kregen deze Telegrammnachricht in Chihuahua gerade noch zu Weihnachten und auch die Mennoniten in Durango. Aber die Lieder in Durango kregen die auch noch von Johann Peiwahl persönlich. Und die Mennoniten in Mexiko freuen sich sehr zu dit Weihnachtsgeschenk. Können wir uns dort anders vorstellen, als dort auf die Weihnachtsfamilien kommen von den nie gefangenen Schulfreiheiten in Mexiko ditmal vielleicht mehr geredet worden ist, als von Weihnachten selbst? Hugonatus schrift in seinem Brief am 20. Dezember auch noch dit: Ich habe gerade noch einmal durch einen Vertrauensmann im Unrechtsministerium feststellen lassen, dass die Schulfreiheiten tatsächlich oder tatsächlich von niem bestätigt worden sind von dem Präsident Lázaro Cárdenas selbst, und dass die entsprechende Anweisungen an die Bundesrechtsbehörden in den Staaten, Estados, Chihuahua und Durango, von der noch aufgehen sollen. Bald nach Weihnachten 1934 erfuhren die Mennoniten in Mexiko, dass die Schulministers von den Chihuahua und Durango-Regierungen und die katholische Kirchen ihre Leiders, weil all damit einverstanden wären, dass die Mennoniten sollen können ihre Schulen aufschließen und an ihre Sprache Schule holen. Aber sie wären nicht mit dem Präsident seine Entscheidung einverstanden, dass die Mennoniten sollen können Religion unterrichten in ihre Schulen, weil in den katholischen Schulen wird dort noch immer streng verboten, Religion zu unterrichten. Und die Mennoniten, so dachten diese Lied, und wohl auch mit Recht, sollen doch nicht Freiheit haben zu lehren, was die Katholiken nicht lehren dürfen. Aber wenn die Mennoniten nicht selber ihren Katechismen in der Bibel brücken können, an ihre Schulen unterrichten, dann sind sie dort doch noch nicht die Schulfreiheiten, die die Obregón-Regierung an 1921 gegeben hat. Mennonitische Schulen zu haben ohne Religion ist nicht zu reich worden. Und dort Segen nur Schulfreiheiten fängt im neuen Jahr von niem an. Unsere Vorsteher merken die Entscheidung, nu eine Delegation nach Kanada zu schicken, dort noch weiter versichern, irgendwo Siedlungsmöglichkeiten zu finden und Schulfreiheiten zu kriegen, so als dort
am letzten Herbst auf Bruderschaft berät worden ist. Wils an aber gesagt wird, dass sie im Januar würden wenig anfangen können bei den Regierungen in Kanada, wurden sie sich einig, bis am Februar zu warten mit fahren. Jeden Abend am 11. Februar stehen Cornelius Schmidt von Scheindorf, Abraham Dick von Gnadenfeld und Vorsteher Gerhard J. Rempel von Blumenort en Quoktemuk am Suchen an und fuhren auf nach Kanada. Am 13. kamen sie Bad Juarez. Sie brauchten dort den ganzen Tag, am 14. mit ihrer Passarei zu worden, um über die Grenze in El Paso zu kommen. Am 15. leiten sie sich in El Paso von einem D.C. Philip Morden Rot geben, über wo sie die Regierungslieder in Kanada am besten ankommen können, wenn sie die Frauen wollen, auf Seifa die mennonitische Forma-Families, vielleicht wo passende Siedlungsländer haben mochten, und ob sie die noch weiter die alle Schulfreiheiten würden geben können, die Föderalregierung der Russland-Mennoniten 1873 mal gegeben hat. Herr Philip Morden bot an, er wird seinen Rotverein in Einzelheiten abschreiben und dann den Verein nach einem bestimmten Hotel in Vancouver, BC, anschauen, wo die Delegaten Quartier nehmen wollen, wenn sie da gekommen sind. Als sie das berät hatten mit Mr. Philip Morden, dann schnapperten sie in El Paso aus, wo und wo sie am billigsten Vorkarten kaufen können, um nach Kanada fahren. Sie kauften Vorkarten oder Tickets, um mit dem Zug von El Paso nach Vancouver, BC, nach Edmonton, Alberta, dann nach Regina, Saskatchewan, dann nach Winnipeg, Manitoba, und dann über St. Paul, Minneapolis und Kansas City zurück nach El Paso, Texas fahren. Diese Tickets kosten an jeder $75,75 US. Am 16. Februar fuhren sie auf nach Kanada abtau. In San Francisco, Kalifornien mussten sie mehrere Stunden warten, bis sie wiederfahren konnten. Und um was zu tun und zu haben, besahen sie sich durch ein großes Schiff von denen. Am 18. kamen sie in Vancouver, BC, Kanada an und sagen nur, ob Mr. Philip Morden sein Schreiben all angekommen wäre. Aber das wäre noch nicht da. Sie bleiben über Nacht im Hotel. Morden sein Schreiben wäre auch zu morgens noch nicht da. Aber sie hatten all Tickets gekauft, um mit einem Schiff nach Victoria, BC fahren. Sie bereden mit dem Hotel-Eigentümer in Vancouver, dass wenn dort Schreiben von Philip Morden kommen wird, dort fuhrt nur einem bestimmten Hotel in Victoria checken wird. Der Schiff fährt nach Victoria, wird 5 Stunden. Am 19. Februar kamen die Delegaten für die BC-Regierung, sehen an, was den Mennoniten in Mexiko passiert wäre, und frühen an, auf die BC-Regierung wird willig sein, den Mennoniten noch weiter die Freiheiten zu geben, die die kanadische Regierung ihre Verfahren von 1873 mal gegeben hat. In der Regierung ihre Antwort zu den Delegaten ihrer Frau wäre ganz einfach und kort, nee. Von BC fuhren die Delegaten nach Alberta hin und versuchten da dasselbe. Und die Antwort da wäre auch nee. Dann versuchten sie dort erst in Saskatchewan und dann in Manitoba und die Antwort an beide Provinzen wäre auch in Kortet nee. Von Winnipeg fuhren die Delegaten noch erst nach Ontario und dann nach Quebec. Sie brachten da auch ihr Anliegen für. In Ontario wäre die Antwort auch nee. Aber in Quebec, wo man 1920 allen Bett interessiert gewesen wäre für feministische Formen, da wird die Regierung nicht ganz tau, zu den Delegaten ihrer Frau noch Schulfreiheiten im Siedlungsland. Während die Delegaten in Quebec lüden, noch einmal für die Quebec-Regierungsbeamte kommen zu können, wird an da gesagt, dass einer von den Fürsten von der CPR, Isaborn-Gesellschaft, jeden mit anreden will, und dort der Mann sehr interessiert wäre, an zu helfen, mit der föderalen Regierung, den Mennoniten ihr Dilemma in Mexiko durchzureden. Aber nu wir an gerade gesagt worden, dass der Quebec Settlement Minister mit anreden will in Montreal, und zwar mit dem genannten CPR-Officer Taub. Diese beiden Männer reden mit den Delegaten
de Mennonieten leo en aanleggen en meer Einzelheiten berg. En beide mannen schijnen oprechtig interessiert zu sein, den Mennoniten zu helfen. Aber eng wird die Quebec-Regierung ihre Antwort diese. Wir wollen uns über jene Frau noch Schulfreiheiten besennen und dann die Leute weiten lassen, was unsere Entscheidung sein wird. Das die 2 Jahre, was diese Antwort von Quebec kam, und ihre Antwort wäre, Siedlungsland haben wir in Quebec für mennonitische Formen. Die sind hier sehr willkommen, aber volle Schulfreiheit in jene Sprache können wir ihnen nicht geben. Die würden hier in jene Schulen auch die englische Sprache lernen machen. Endlich wären die Delegaten noch über 3 Wochen zurückgekommen von Kanada nach Mexiko und ganz ohne positive Nachrichten. Und dann wird kurz der Beschluss gefasst, noch einmal weiter eine Delegation nach Mexico City zu schicken, dort bei der Lázaro Cárdenas Regierung noch einmal daran anzuholen, dass sie den Mennoniten doch sollen ihre Schulfreiheiten an Fall zurückgeben. Zoals de Álvaro Obregón Regierung den Mennoniten die für immer zugesichert hat, wann sie in Mexiko würden helfen kommen, die Ackerbewirtschaft zu reformen. Und auf der Präsident an ihre Freiheiten schriftlich so zurückgeben und versichern wird, dass die Chihuahua und die Durango-Regierungen die auch respektieren würden. Anfangs April 1936 wurden Cornelius Schmidt von Scheindorf, Abraham Dick von Gnadenfeld und Vorsteher Gerhard J. Rempel von Blumenort noch weiter einmal nach Mexico City und Johann Peival von Patos Durango kommt auch bald noch dahin. Ditmal die Delegaten ihre Arbeit in Mexico City noch einmal 7 Wochen. Wir brechen hier für ditmal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr, von wo die oldkolonische Vertreter in Mexico City 1936 im Fahrjahr bei der Föderalregierung noch weiter daran anhalten, dass der Präsident den Mennoniten ihre volle Schulfreiheiten noch weiter zurückgeben soll. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.